Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Taktik Fuchs. Heute der letzte in dieser Saison zum 34. Spieltag bei der TSG Hoffenheim. Ja, in diesem Video meine Einschätzung, meine Aufstellung gegen Hoffenheim und wie immer, bevor wir da reingehen, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, gebt dem Video einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Mit all diesen Sachen unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, vielen lieben Dank dafür. Zum Spiel, mein Tipp ist 1-3, vielleicht 1-4, aber ich sag mal 1-3. Diese Ibiza-Geschichte ist für mich gar kein Thema. Ja. Vinny hat auch richtig reagiert auf der PK. Wir hatten zwischen Heidenheim noch nicht mal einen Tag Trainingszeit. Ja. Diesmal haben wir 3, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also wir sind gut vorbereitet. Da muss keiner von irgendeiner dummen Wettbewerbsverzerrung oder sonst was quatschen. Hoffenheim hat natürlich den Druck, was tun zu müssen. Beziehungsweise, ich glaube, den reicht ein Punkt, oder? Ich gucke mal eben. Aber ich glaube, den reicht ein Punkt. Also von daher ist das dann auch alles halb so wild. Ja, den reicht ein Punkt. Also die werden wahrscheinlich auch nicht auf Teufel komm raus hier erstmal Let's Go machen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir werden sehen, ja, in welche Richtung das geht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir on point sind, dass wir fit sind, dass wir heiß sind, einen guten Saisonabschluss zu machen. Und von daher von meiner Seite Tipp 3-1. Gut. Damit gehen wir mal rein, wie ich aufstellen würde. Ja, ich würde Manu ins Tor stellen. Manu hat mich auf jeden Fall überzeugt im letzten Spiel und ja, sehr wahrscheinlich wird er ja dann der Torwart bei der Club-WM sein. Auf der anderen Seite hat er schon wieder Wehwehchen gehabt. I don't know, wird man sehen. Ich denke, Urbich wird seine Spiele nächste Saison kriegen mit seinen Wehwehchen. Aber Manu hat ein gutes Spiel gemacht und von daher, ja, let's go. Warum nicht? Gut, vorne Harry Kane, brauchen wir nicht drüber reden. Wir brauchen auch nicht über Michael reden. Ja, das sollte außer Frage stehen. Linke Seite, boah, das ist gerade alles irgendwie nicht so yellow from the egg. Wenn ich daran denke, dass wir Thomas Müller auf die 10 stellen müssten, ist das auch schwer. Auch die Leistung war, boah, war wild. Ja, aber wie gesagt, aufgrund der Verdienste, letztes Bundesligaspiel für den FC Bayern München, würde ich ihn auf jeden Fall in die Startelf stellen. Du kannst ihn immer noch auswechseln und Gnabry in die Mitte ziehen oder Pavlovic einen nach vorne schieben, wie auch immer. Ja, da sind ja Möglichkeiten da. Von daher ist ja nicht so, als hätten wir in der Offensive keine Möglichkeiten. Wir können hier mal, wo ist er? Kingsley eintragen. Ich trage auf der rechten Seite mal Nieboy ein. Den ich nicht unbedingt sehen muss. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, dann kommen wir zum zentralen Mittelfeld. Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, ob Guerrero wieder fit ist. Ja, komm. Ich mache mal Conny Leimer hier hin, ihr wisst Bescheid. Und ich mache einen Pavlovic. Das wäre mein Doppelmittelfeld. Rechte Außenbahn, König, Josua. Der erste Innenverteidigung ist Eric Dyer. Und Stunny. Kim ist noch angeschlagen, soweit ich das weiß. Links wäre dann Guerrero. Zack. Alternativen. Ja, noch klar. Haben wir Palinja, der keine Rolle spielt. Haben wir, ich mache meins im Mittelfeld. Haben wir Leon, der natürlich auch eine Stufe nach hinten gehen könnte. Auf der rechten Seite haben wir natürlich unsere Steffi, also ein Boe. Ob er wirklich eine Alternative ist, weiß ich nicht. Tut mir auch ein bisschen leid für den Jungen. Er war mal auf einem guten Sprung bei uns, aber irgendwie auch da scheint man nicht das Interesse zu haben, auf ihn zu setzen. Ja, lass mich mal kurz durchgucken. Das war's, ne? Vidovic hätten wir noch. Komm, trage ich noch auf für 10er ein als Alternative. Ansonsten haben wir einen oder anderen Jugendspieler. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht. Unsere U19 ist, glaube ich, ausgeschieden, oder? Unsere U17 ist weitergekommen. Die stehen im Finale, glaube ich, um die Meisterschaft. Oder was, erst Halbfinale? Ja, wird man sehen. Wenn die zur Verfügung stehen, sehen wir vielleicht den einen oder anderen Jungen.
Werden die Spielzeit bekommen? Ich denke eher weniger. Ich denke, man wird das hier souverän zu Ende führen. Werden wir diese Aufstellung sehen? Natürlich nicht. Wir werden den Bums sehr wahrscheinlich so sehen. Koninheimer, Kimmich, Pavlo. Ob wir Müller von Beginn an sehen, bin ich mal gespannt. Ja, wie gesagt, ich würde ihm das Spiel geben. Ist sein letztes Bundesligaspiel für den FC Bayern. Alles gut. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie den überragenden Kicker gerade haben auf der 10. Von daher nochmal Vollgas für Thomas Müller in der Halbzeit. Und wenn es nicht gut ist, zur Halbzeit tauschen und gut ist. Ja. Ansonsten muss Michael das Feuer da wieder rausreißen. Aber deswegen Pavlovic, weil er einfach der spielerisch stärkste ist von den zentralen Mittelfeldspielern. Ja, wie gesagt, wir können das Thema Palinja natürlich aufmachen, aber der Zug ist aber mal sowas von abgefahren. Ich denke, den werden wir nächste Saison nicht mehr wiedersehen. Genauso wenig wie ein Boe. Zumindest wenn man Abnehmer findet, das ist ja immer so das große Thema. Ne? Wird man sehen. Wir werden uns das letzte Spiel anschauen. Wir werden das letzte Spiel genießen. Hoffe ich zumindest, dass wir nochmal eine ordentliche Leistung sehen, dass wir einen Sieg einfahren. Und dann werden auch keine Stimmen da irgendwie laut werden von wegen Ibiza-Trip. Aber wie gesagt, für mich ist das eh Wurst. Selbst würden wir jetzt mit einer B11 auflaufen, wie gesagt, 2 Wochen später ist Final Four Turnier, 2 Wochen später ist Club WM. Also welche Argumente würde es geben, dass der FC Bayern sage, oh, ich lasse jetzt mal alle Nationalspieler da draußen, die beim Final Four mitmachen. Ja, wäre doch völlig legitim, Alter. Also von daher sollten die sogenannten Experten mal alle schön die Gosche halten. Ja, es ist nicht unsere Verantwortung, dass Hoffenheim in dieser Situation ist, dass sie den Klassenerhalt noch nicht safe gemacht haben. Und es ist nicht unsere Verantwortung, dass Heidenheim in der Situation ist, wo sie ist. Oder wo sie sind. Das ist auch nicht unsere Verantwortung. Ja. Also von daher, und davon Wettbewerbsverzerrung zu sprechen, wenn wir die beste 11 in der Startformation sehen werden, mit 3 Tagen Training. Wie gesagt, vor dem Heidenheim-Spiel hatten wir nicht einen Tag Training. Also von daher immer mal ruhig, ne, Leute. In diesem Sinne, kurz und schmerzlos, letztes Spiel. Vollgas 3-1 mitnehmen, gerne mehr. Ja, einfach nochmal ein schönes Spiel sehen, würde ich mich freuen. Und dann in den wohlverdienten, sehr, sehr kurzen Urlaub. Ja, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Genießt das Spiel. Hoffentlich mit dem guten Ergebnis für uns. Hoffentlich mit dem guten Spiel. Schönen Abschluss. Dann ist Sonntag noch Meisterfeier auf dem Marienplatz. Und dann ist die Saison erstmal beendet. In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.